manche haben es befürchtet, manche haben es erwartet, die neue Folge von dem Film Up. Wie heißt der Film Up? Also Up. Ich bin der Raven King, das ist das Nachtlicht. Tag auch. Und zwar haben wir heute wieder einen super tollen Film. Der ist wirklich super. Wobei mir der Renton gesagt hat, ich soll euch sagen, dann kann man auf Clipfish streamen. Ach jo. Aber das brauchen wir nicht, weil wir Kaufen haben euch genug Geld lieber. für DVDs. Es ist viel hübscher, wenn ihr es im Regal stehen habt. Ja, So mit Hülle und so, ein Bildchen. Steht auch besser aus im Regal. Ja. Und zwar haben wir heute Monster. Das ist ein Film. Und ich habe da so eine Box. Aber wir machen kein Unboxing. Kein Angst-Unboxing, Boys. Wir machen das nicht. Ach komm, machen wir es doch. Mach's Nee, halt. machen wir nicht. Das ist eine DVD-Box. Nee, die ist von EMS rausgekommen. Die habe ich gebraucht für 3 Euro gekriegt. Scheiß drauf. Also, Monster. Ein Film mit der Charlize Theron. Der südamerikanische Schauspielerin, die auch in Prometheus mitgespielt hat. Ist 2003 rausgekommen. Von Patty Jenkins hat die Regie geführt und so. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja, kenne ich auch nicht. Nein. Im Grunde genommen ist das eine Verfilmung von einer wahre Begebenheit. Ja? Die Eileen Wuornos war Prostituierte in den 90er in Amerika, in den USA, die einiges an Scheiße erlebt hat und die einiges an Scheiße getriffen hat. Kann man so sagen, ja. Und zwar war die, wie gesagt, Prostituierte, also jetzt zur Story, also die war Prostituierte, hat eigentlich von Kindheit auch die schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Ich weiß auch nicht, ob sie geschlagen worden ist, also man sieht viel ich im weiß Film. gar nicht mehr so, ob man das auch so mitbekommt, die Vorgeschichte. Ja, ich glaube, als Kind hat sie noch so ein bisschen von so Prinzessinnen-like noch so irgendwie so geträumt. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Ja, also im Grunde genommen geht es um eine Prostituierte, die irgendwann mit dem Leben abgeschlossen hat, die säuft nur noch, die macht halt ihr Geschäft und irgendwann will sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr leben. Will sich gleich auch unter der Brücke dann umbringen. Will sich doch erschießen, gell? Oder so irgendwie war das. Und macht es dann doch nicht. Geht dann in eine homosexuellen Kneipe, wo sie dann auf die Selby Das ist Wall. eine Homo-Kneipe? Ja, natürlich ist eine Homo-Kneipe, war schon noch nie drin. Ich auf die persönlich Selby, jetzt nicht, ne. ich auch nicht. Auf die Selby Wall trifft und das ist, die wird von Christina Ricci dargestellt. Die ich persönlich jetzt nicht so mag. Ja, also ich glaube, gesagt. wurden die nochmal gespielt bei Addams Family, gell? War sie mit dabei als Kind, eins von den Kindern. Ja, bei Casper hat sie mitgespielt. Das hat mir so ein bisschen den Film das versaut versaut? als Kind, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht mag, aber es ist halt einfach so. Zieht den Arsch. Ja. Egal. Auf jeden Fall, diese Prostituierte will sich dann umbringen, geht in diese Bar und trifft dann diese Christina Ricci, beziehungsweise Selby Wall und verliebt sich in die. Also ist eigentlich überhaupt gar nicht lesbisch. Warum? Aber irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hat sie mit den Männern abgeschlossen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen die dann zusammen. Wobei die Selby kommt aus einer erzkonservativen Familie, also das ist auch nicht so unproblematisch. Auf jeden Fall reist sie dann von daheim aus und die kommen dann zusammen und die wohnen dann in irgendeinem Hotel und haben dann Geldprobleme. Und bis dahin ist ja noch nicht alles wirklich komplett scheiße und den Bach runtergegangen. Aber dann irgendwann trifft unsere Eileen dann auf einen Freier, der nicht so freundlich zu ihr ist. Und der will sie halt, beziehungsweise tut sie aufs Übelste zusammenschlagen, will sie vergewaltigen und was weiß ich. Und schlussendlich wahrscheinlich auch umbringen. Die Eileen kann sich dann noch retten und erschießt ihn. Und merkt, okay, ich kann das. Und irgendwo ist es doch lukrativ, weil die haben ja auch massive Geldprobleme. Die versucht auch einen Job zu finden und schafft es nicht und will halt ihre Freundin so die heile Welt vorspielen, weil sie ja auch extra für sie die Familie verlassen hat. Ja. Und ja. Es ist halt auch nicht so die Vorzeigeangestellte. Ja, nee, also die kriegt das überhaupt gar nicht. Die hat gleich in ihrem Leben noch nie irgendwas Gescheites geschafft. Säuft, hat andere Sachen. ist ein Assi. Ja. Richtig Assi, ja, ich kann's nicht klar, ich mag sowas nicht, ich kann's asoziale. Ja, auf jeden Fall beginnt sie dann immer mehr Freier umzubringen. Und vielleicht macht sie auch Spaß, man weiß es ja nicht. nicht. Vielleicht macht sie auch Spaß, warum nicht so als Nebenbeschäftigung. Schäse. Und wie gesagt, du dann die 8 beklaue und das Geld wegnehmen und was weiß ich. Und versucht halt, ja. Schlussendlich wird sie dann doch gefasst und diese Eileen Wuornos ist dann 2002, glaube ich, hingerichtet worden. Ich meine, die wird nicht mehr leben, ja. Also in der Box, ich tue es jetzt nicht unboxen, ich mach's gar nicht ganz auf. Ist auch eine Biografie drin. Genau, ist Da kann man das alles nochmal genau erfahren. Mit Doku, also über die Person nochmal, relativ interessant. An sich ist der Film, also ich finde ihn richtig gut.
Er hat viel Tiefgang. Ich finde, dass er stelleweise aber ein bisschen übertrieben ist. So dieses Kerlhafte nervt mich dann irgendwann. Also es ist schon in Ordnung, aber ich weiß nicht. Die Charlize Theron macht das wirklich sehr gut. Die hat sich sogar, glaube ich, im Vorfeld mit der getroffen. Ja, hat sie. Und hat sich mit der Frau wirklich auseinandergesetzt, was ihr auch so ein bisschen den Sprung mehr in das Filmgeschäft verschafft hat. Also dadurch ist die wirklich, die hat auch einen Oscar gekriegt, sehe ich gerade auf der Box. Ne? Beste Schauspielerin, der Golden Globe, der silberne Bär. Und der silberne Bär, ja, den kenne ich gar nicht, den Award. Der silberne Bär. Ja, der ist silbern. Okay. Ja, ich habe mal immer wieder Sachen, die noch man aufgeschrieben, der hat eine super Maske, also wirklich toll gemacht. Diese Eileen Wuornos sieht also wirklich, die sah also wirklich sehr abgefuckt aus, und die Charlize Theron, die man ja aus Prometheus kennt zum Beispiel, wo sie dann wirklich sehr gestylt ist und was ist. Das ist eine hübsche Frau, und in dem Film erkennt man nichts mehr davon. Also von daher sieht sie fast aus wie ich. So. Ja, ein bisschen, doch. Ja. Die Zähne kommen hin. Scheiße. Ja. Also das habe ich mal nochmal als bemerkenswert oft schon. Was scheiße ist, dass Scott Wilson kommt da drin vor, der passiert auch kacke. Also das Scott Wilson kennt man als Herschel von Walking Dead. Um Gottes Willen, und immer stirbt. Nix! Pieps ist weg, Brandon. Pieps. Der schneit ja nichts, ich schneide das doch. Na gut. Genau, das Scott Wilson kommt vor. Ja, für mich ein super Film. Was ist dein Meinung so? Also ich mag ihn auch sehr gerne. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Charlize Theron mal eine ganz andere Rolle spielt als sonst. Ich mag nämlich Schauspieler, die irgendwie wandelbar sind. Es gibt viele, die irgendwie immer dasselbe spielen. Wie Robin Williams, den ich auch sehr mag und sehr geliebt habe, aber die Rollen sind eigentlich verkörpert da immer. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel dieses One-Hour-Photo, den ich selber noch nicht geguckt habe. Ich finde auch, der Nicolas Cage spielt immer dasselbe, obwohl ich den auch sehr mag. Ne? Der kann es gut, finde ich. Ja, aber der spielt trotzdem immer so dieselben Typen. Ja. Und die Charlize Theron spielt da halt mal was komplett anderes. Und ich finde es toll, wenn das Schauspieler drauf haben. Ja. Und ja, er hat viel Tiefgang. Und ich mag auch Filme, Geschichten, die passiert sind. Ja, von daher. Geschichten, die passiert sind, das ist das Motto zum heutigen Film ab. Er ist toll, er ist spannend, er ist berührend und er ist absolut schockierend. Man kann ihn sich angucken, auf jeden Fall, ist empfehlenswert. Ist nicht so hässlich. Ja. Auffüllend und beeindruckend, auch hier hinten drauf, was hat es gesagt, der Sternwort ist. Unser Score ist 8 von 10. Danke fürs Zuschauen und kauft euch den Film, wenn ihr ihn kriegt. Diese Box ist wirklich super. Ja, tschüss. Tschüss.